Guten Morgen und willkommen zu NHL 21. Willkommen zu unserer SCB-Saison. Wie du bereits vor dem Intro gesehen hast, habe ich einen Trade gemacht. Wir haben einen neuen Goalie geholt, und zwar Johnson vom HC Ambri Piotta. Wieso und warum? Das wissen all diejenigen Leute, die die letzten beiden Folgen gesehen haben. Wenn du die noch nicht gesehen hast, züchter sie rein, weil nur so weißt du, wieso ich einfach den Trade machen musste. Und die heutige Folge ist leider ein bisschen speziell, weil die eigentliche Folge, ja, die ist komplett in die Hose gegangen, das Mikrofon hat nicht da und sonst noch bei der Aufnahme hat irgendwie so etwas umgesponnen. Aus dem Grund sind 3 Matches bereits gemacht worden. Zum einen haben wir gegen den EV Zug mit 4:3 in der Overtime gewonnen. Dann haben wir einen 2:1 Sieg gegen die SCL Tigers geholt bei einem simulierten Match. Und nachher haben wir noch 1:2 nach Overtime gegen den ZSC leider verloren. Und in allen 3 Matches ist unser neuer Goalie zum Zug gekommen. Und damit auch du zum Zug kommst, wie unser neuer Goalie performt, starten wir jetzt direkt rein in die Action auf dem Eisfeld. Los geht's! Und man kann nicht besser rein starten als mit dem Match gegen Lausanne, aktuelle Leader. Und das ist auch das Team, gegen das wir noch nie gewonnen haben. Erste Match 1:2 verloren. Und im zweiten Match haben wir ja unsere richtig heftige 5:11 Klatsche kassiert. Das schreit nach Rache. Und ich hoffe, ich kriege die Rache auch her. Nein, Lausanne, wieder so scheiße effizient und sie führen da bereits mit 1:0. Nein, Mann. – 2:0 für Lausanne. Hey, ich weiß nicht, was mit dem Lausanne einfach los ist. Hey, die sind ja brutalstens gut drauf. Hey. Jetzt ist aber fertig. Jetzt drehen wir auf. Jetzt kommt der SCB. So, wieder ein Verteidiger gegen Lausanne. Ist das ja eine Riesensache und der Goalie pariert da. Jetzt heisst es mal wieder ein Unterzahlspiel überstehen. Und der Goalie mal richtig wichtiger Save. So, und jetzt an unseren Angriff in Unterzahl. Können wir das erfolgreich gestalten, das Ganze? Wir können auf jeden Fall gut ausweichen. Jetzt können wir schiessen, aber der Goalie pariert. So, wir haben es überstanden, das Unterzahlspiel, aber Lausanne weiterhin extrem aggressiv. Jawohl, jetzt haben wir die Scheibe. Komm schon, Junge. Komm schon. Und jetzt der Pass und jetzt das Goal. Jawohl, der Anschlusstreffer zum 1:2 ist da. Wie wichtig ist das Goal gewesen? Verdammt wichtig. Oh yes, komm, holen wir gerade den Ausgleich. Holen wir gerade den Ausgleich. Nein! Perfekter Pass. Zack. Pass, schiessen, Goal. Nein, Mann. Können wir uns den Sieg holen? Das wäre so scheiße wichtig, der Sieg. Wir brauchen den Sieg. Oh shit, der Pass war zu gut und die Parade now, yes. Scheiße, ich kriege die Scheibe nicht raus. Nein, schön Goalie. So, jetzt wird es Zeit für den scheiß motherfucking Ausgleich. Nein, doch. Jawohl, ich habe gemeint, der Goalie hätte aber die Scheibe ist irgendwo abgeprallt und wir haben den Abprall gekriegt und verwerten zum Ausgleich. Jawohl. Jetzt müssen wir das Gute daraus machen. Jetzt müssen wir etwas Gutes machen. Schöner Save. Los und fährt wieder andrücken. Das gefällt mir gar nicht. Das gefällt mir nicht. Wir müssen hier besser verteidigen. Oh, Pfosten. Nein, wichtiges Bulli verloren. Schön dazwischen. So, jetzt holen wir uns die Führung. Jetzt holen wir uns die Führung. Nein, wir holen sie uns nicht. Nein. Schön, Goalie. Das letzte Drittel könnte besser anfangen als wenn man Unterzahl spielt. Aber wir werden das überstehen. Sehr gut gemacht. Oh mein Gott, was für ein Save! Und dann lässt er so eine scheiß Dreckscheibe rein. Er macht so einen geilen Save und dann kassieren wir so einen scheiß Goal zum 2:3. Nein, ey. Holen wir uns halt wieder den Ausgleich. Holen wir den uns halt gerade wieder. Zack, Schuss und Abpraller. Nein. Das gibt's doch nicht. Jetzt fängt das wieder an. Hey. Jetzt kommen sie vorne, geben einen Schuss und treffen wieder die Kiste. Hey, 2:4. Ich habe mich doch so gut gegen die Quer besetzen. Nein. Oh mein Gott. Das Foul habe ich müssen. Es war ein Muss. Komm schon, Goalie, und jetzt hebt er. Bitte, hebt er. Jawohl, er verzeugt. Komm, Junge. Jawohl. Perfekt. Und jetzt ein Goal. Abpraller auch nicht. Dann gibt es halt einen Boxkampf. Meine, wenn wir das andere schon nicht schaffen, dann schlagen wir die Lausanner halt in einem Fistfight. Komm schon. Zack, bam, bam. K.O. Keine Chance hat er gebraten, Mann.
Ich würde so gerne die Scheibe haben, um den Ausgleich zu holen, aber es ist verdammt schwer, gegen das Lausanne überhaupt vorwärts zu kommen. Schauen wir mal, wie die blaue Linie hier dicht machen und den Abprall kriegen wir nicht, nein! So, jetzt, meine Damen und Herren, wir kommen irgendwie durch. Und jetzt der Pass und jetzt das Goal. Jawohl! Da ist der Anschlusstreffer, 30 Sekunden vor Schluss. Wenn wir das noch ausgleichen können, wäre das richtig geil. 6,5 Sekunden haben wir noch zum Spielen. Komm, noch schnell durch. Und jetzt muss ein Schuss kommen. Klar geht er auf den Goal und somit verlieren wir den dritten Match gegen Lausanne mit 3:4 ist Scheiße. Fuck noch einmal. Dafür werden wir aber hoffentlich die Simulation gegen Freiburg für uns entscheiden. Erstes Drittel 2:0. 6:1 nach dem zweiten Drittel. 7:1 nach dem letzten Drittel. Sehr schön. Freiburg ist beunruhigt worden. Und jetzt holen wir uns den zweiten Sieg von dieser Erfolg gegen den HCD. So gesagt ist das auch schon ein Derby, kann man sagen. Hätten wir den Match gegen Lausanne gewonnen, wäre es mir scheißegal, wenn wir hier gegen den Davos verlieren würden. Jedoch, da wir gegen Lausanne halt verloren haben, ist der Match jetzt umso mehr ein Muss für einen Sieg. Und da ein schöner Save. Leider gibt Davos uns nicht wirklich Chancen, zum ein Goal zu kommen. Ich kriege keine Chance gegen Führung. Keine Chance. Schön Goalie. So, jetzt kommen wir mal endlich Führung. Jawohl. Und jetzt haben wir die Scheibe. Und jetzt ins Goal. Nein, auf der Goal, du Vollpfosten. So, jetzt rein. Und Goal. Und Goal. Nein, wir kriegen nicht einmal einen Abpraller-Goal her. Wir brauchen jetzt den Sieg, sonst sind wir in einer richtigen Abwärtsspirale. Das gibt's doch nicht, der pariert das. Wir bauen auf das auf, was positiv ist aus dem ersten Drittel. Und zwar, dass wir kein Goal kassiert haben. Und im zweiten Drittel machen wir aber auch noch kein Goal. Wir werden aber noch ein Goal machen und wir werden keins kassieren. Sehr schön, Goalie. Es wird aber Zeit für ein Goal. Es wird konzentriere dich. Und jetzt rein damit. Nein, der Fang hinten wieso nicht hoch ins Kreuz rauf? Davos wird stärker. Okay, sie sind schon im ersten Drittel richtig stark gewesen, aber jetzt, jawohl, komm schon. Komm schon, nein, wir haben es so schön zu verspielt. Wir kriegen gerade die nächste Chance. Das Mal sind wir nicht so verspielt und wir machen es trotzdem nicht. Wir kommen aber langsam und sicher immer besser ins Spiel und der Goalie pariert, yes! Es wird Zeit, dass wir unser Goal machen. Es wird Zeit, aber der Goalie von ihnen pariert auch. Nein, das gibt's nicht. Der Meier baut auch eine Parade nach der anderen raus. Kein Goal passiert in der letzten Spielminute. Kurz vor der Pause, schön blockiert. Nein, er hat einmal die Scheibe und dann hat sie den Goalie und er pariert nochmal. Das zweite Drittel war so heftig und jetzt sind wir im dritten Drittel. Schön die Scheiben abgefangen. Komm schon, machen wir das erste Goal von diesem Match. Holen wir uns die Führung. Dann kommt die Scheibe, wo ist sie nicht bei uns? So, jetzt unser Angriff hier. Komm. Schiessen, einfach schiessen. Und jetzt hoffen, komm schon, Chiba! Sie geht nicht rein, Dummy sich. Nein. Hey, Davos, was machen die da? Hey, Davos, was machen? Hey, das Davos spielt oft mal die reissen uns da auseinander. Und jetzt erzielen sie den Treffer, den Führungstreffer. Ach, er ist, ehrlich gesagt, leider auch verdient. Scheiße, Mann! Und wir holen gerade direkt den Ausgleich. Stadionsprecher ist niemals um fertige Rede gekommen. Und da ist der Ausgleich zum 1:1. Sag ich, jetzt müssen wir Unterzahl spielen. Und das ist gar nicht gut, aber die Parade, hey. Komm schon, Angriff in Unterzahl. Goal in Unterzahl. Wäre richtig geil. Jawohl, und wir machen sogar. Einfach mal nur Schuss gedrückt und die Scheibe stehen. Führungstreffer zum 2:1 und das in Unterzahl. Komm, hey, wir überstehen jetzt das Unterzahlspiel. Wir überstehen das. Nein, wir überstehen leider das Unterzahlspiel doch nicht. Da fällt der Ausgleich jetzt um 2:2. Zum Glück haben wir aber den Shorthander gemacht. Schade, jetzt habe ich mich schön konzentriert. Oh, Fehler. Zack, ausnutzen. Nein, wir können nicht ausnutzen. Kommen Jungs. Wir holen uns jetzt den Sieg. Wir holen uns uns mit einem Abpraller. Letzte Spielminute ist abgebrochen. Wir können angreifen. Und jetzt rein damit. Jawohl! Jetzt! Oben rechts ins neue Kreuz. Absolut perfekt verwertet. Da ist die Führung zum 3:2. Yes! Jetzt einfach die letzte Spielminute schön sauber abspielen. Scheibe nehmen und das leere Goal treffen. Komm schon.
Das leere Goaltreffer, leere Goal. Jawohl, das leere Goal ist getroffen zum 4:2. Somit ist der Sieg safe. Und wir machen nochmal das Goal, jawohl. Inti Pestoni macht noch 5:2. Vom Resultat her ganz klar viel zu hoch. Aber hey, Sieg ist Sieg und jedes Goal, das wir schiessen, können wir auch brauchen. Und somit feiern wir jetzt den Sieg gegen den HC Davos. Yes! Nachdem wir Freiburg geschlagen haben, schlagen wir jetzt auch noch den HCD und endlich wieder einen Sieg in einem Live-Match. Yes! Meine Güte, was ist das heute für eine richtig krass geile Folge? Also wenn dir da nicht die Daumen nach oben raushauen, dann weiss ich auch nicht mehr. Und bitte, wenn dir das Ganze gefallen hat, dann weißt du genauso gut wie es gibt noch andere Leute, denen das genauso gut könnte gefallen. Also zeig dich das denen, teile das Ganze auf WhatsApp, YouTube. Oh, jawohl, das kann man, keine Ahnung. Einfach teile das ganze Video überall, damit jeder in den Genuss von einem geilen Matches kann kommen. Jetzt jedoch bin ich draußen. Ich danke dir nochmal fürs Zuschauen und wünsche dir somit noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und einen schönen Morgen. Ciao!